Ja, ich freue mich jetzt sehr, um hier sitzen mit der Christa Ulrich. Du bist selber durch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit durchgegangen, oder ihr als ganze Familie. Aber zuerst möchte ich dich kurz vorstellen. Du bist 48, gerade gestern Geburtstag gehabt, nochmal alles Gute. Genau. Du arbeitest als Software-Ingenieurin und bist Mami von 2 Teenager-Töchtern. Wohnen ihr in Bassersdorf, da bist du auch fest engagiert in der GVC Bassersdorf. Du bist in der Gemeindeleitung dort mit dabei und gestaltest aktiv mit. Das ist mega cool. Das klingt wirklich so nach einem perfekten Family-Leben, wo man so sich ausmalt. Aber das ist dann ziemlich abrupt zu einem Ende gekommen. Und zwar ist dein Mann vor 4 Jahren gestorben. Da ist urplötzlich die Diagnose Krebs gekommen. Er war vorher kerngesund gewesen. Wie war das für dich, wenn du dich zurückerinnerst, der Moment, wo für euch auch als Family klar geworden ist, jetzt ist nichts mehr wie vorher? Ja, es war eigentlich wirklich eine gute Zeit, die wir vorher hatten. Also, die Kinder waren 11 und 13, so aus dem Gröbsten draussen. Ein richtig lässiges Alter. Man konnte mit ihnen Sachen unternehmen. Es war wirklich schön, eine gute Zeit. Und dann kommt die Diagnose Krebs und ziemlich schnell hat es schon geheißen, es sieht ganz schlecht aus. Und in dem Moment, wo ich das erfahren habe, für mich war es, wie wenn ich das Leben vor mir sehe, wie ein Kartenhaus, unser Leben, und das bricht einfach gerade in sich zusammen. Und ich habe das Gefühl, ich falle einfach ins Bodenlose runter. Das war so mein Gefühl dort im ersten Moment, genau. Und ihr seid als Familie eben plötzlich rausgerissen worden aus dem normalen Familienleben. Du bist eben in das Bodenlose gefallen, in das Ungewisse auch, was jetzt kommt. Wie sind ihr als Paar auch mit dieser Situation umgegangen? Also ringt man da mit Gott um Heilung? Ist man da am Betten? Zweifelt man Gott an? Resigniert man? Was habt ihr gemacht? Ja, also für meinen Mann, für den Paddy, war es eigentlich von Anfang an klar gewesen, Gott ist da, Gott schaut. Er hat gesagt, jetzt wird nicht gestorben, jetzt wird gelebt. Gott schaut. Wir haben uns entschieden, zu beten für Heilung. Jeden Tag, immer. Wir haben geschaut, dass wir auch alles, was zwischen uns noch war, zwischen uns und Gott, dass wir das haben können bekennen und ausräumen, dass nichts der Heilung im Weg gestanden wäre. Wir haben wirklich den Glauben gehabt. Wir haben uns auch entschieden, dass wir nicht hadern, dass wir nicht, warum jetzt mir, oder auch mein Mann war recht häufig eigentlich im Spital vorher, wegen Nierenstein. Und das war direkt neben dem Krebs, der sich über Jahre hinweg eigentlich entwickelt hat, unbemerkt. Und wir haben uns auch entschieden, auch dort nicht einfach zu vergeben. Von Anfang an gerade, wenn wir es sehen können, den Ärzten zu vergeben. Aber wir hätten können früher reagieren, früher zum Doktor gehen, mal Untersuchung machen lassen, einfach zu vergeben. Und ja, so sind wir eigentlich weitergegangen. Wo dann die Operation war, habe ich einfach, also wo wir mal schauen, was ist alles drin und mal das Wichtigste rausnehmen, bin ich einfach daheim und war am Klavier und habe einfach Gott angebetet. Und so habe ich die Zeit der Operation eigentlich immer Frieden überleben daheim. Ja, und was dann nachher auf die Chemotherapie zugegangen ist, wo der Paddy auch sehr Angst hatte eigentlich davor, hat ihm Gott mal gesagt im Gebet, dass er eigentlich nicht den ganzen Berg anschauen muss, wo er jetzt raufgehen muss, sondern einfach nur einen Schritt aufs Mal gehen. Immer nur einen Tag aufs Mal nehmen. Und so sind wir einfach jeden Tag auch aufs Mal gegangen. Etwa ein halbes Jahr nach der Diagnose bin ich mal an eine Evangelisation gegangen mit meiner Tochter. Und dort war eigentlich das Übergabegebet gewesen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, als ich dort gestanden bin vor Gott, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt muss ich den Paddy loslassen. Und dann einfach Jesus geben, ihm zurückgeben. Und ich habe das gesagt zu ihm unter Tränen. Und in dem Moment habe ich eigentlich gewusst, ja, gut, vorher ist es ja auch gegangen, als ich den Paddy noch nicht hatte. Vorher mit Jesus. Das war auch ein gutes Leben gewesen. Und ich habe in dem Moment gewusst, Jesus und ich, wir zusammen, wir schaffen es.
ja, die Krankheit hat dann seinen Verlauf genommen. Wir haben gebetet weiterhin. Die Heilung ist in dem Sinn, die körperliche Heilung ist nicht eingetreten. Aber wir können die Zeit, die verbleibenden Monate, doch recht gut geniessen. Wo wir dann keine Chemo mehr gemacht haben. Und auch der Paddy gesagt hat, jetzt will er eigentlich vor allem, dass es schnell geht. Jetzt will er zu Jesus. Dort habe ich an einem Abend dann wirklich gemerkt, ich habe stark den Eindruck gehabt, dass ich ihm sagen kann, Jesus wartet auf dich. Es geht nicht mehr lang, er wartet schon. Und ich habe dann noch gebetet und Danke gesagt für das ganze Leben von ihm. Und das war sein letzter Abend. Wow. Nachher ist er nicht mehr verwacht, ist er zu Jesus gegangen. Wow. Ja, es ist, wenn ich jetzt zurückdenke an die Predigt von der Steffi, die Erwartung vom Konzert in Nizza ist jetzt das definitiv nicht, oder? Dann, der Ausgang von dieser Geschichte ist in dem Sinn ein anderer. Und gleich bist du ja, heute da als so eine starke Frau, aber ich kann mir vorstellen, wo dein Mann dann gestorben ist, hat es dir gleich nochmal so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Was sind denn die 3 Faktoren gewesen, wo du sagst, hey, oder so die wichtigsten Punkte, wo du sagst, mal in dieser unendlich schwierigen und schmerzvollen Zeit haben die mir am meisten Kraft gegeben? Kannst du so ungefähr 3 Sachen benennen? Ja, es waren natürlich viele Sachen gewesen, aber erstens einmal hat es mir eigentlich dort den Boden nicht mehr wirklich weggezogen unter den Füßen, weil ich bin wie vorbereitet war. Und, aber gleich ist es nicht lässig. Ich weiss noch, an dem Morgen, wo ich vor der Beerdigung, wo ich gewusst habe, hey, jetzt gehe ich dann dort führen, meinen Mann beerdigen in die Kirche. Jesus, ist das mein Leben? Das darf doch nicht wahr sein. Ich war dort draussen am Hasenfüttern und habe das so zu Jesus gesagt. Du musst mir auch Kraft geben, um das zu machen, wenn ich das schon muss. Und dann habe ich auf einmal, in mir innen ist so eine riesige Dankbarkeit aufgestiegen. Einfach für das Leben, das wir zusammen hatten, der Paddy und ich. Für die Hasen. Eigentlich als Sinnbild von dem ganzen Leben. Für die Kinder, für alles. Und dann habe ich gewusst, ja, ich kann das geht. Und im Ganzen innen ist es eigentlich wirklich so gewesen, wir hatten ein gutes Umfeld gehabt, viele Leute sind da gewesen, wenn wir es gebraucht haben. Ich habe viel erzählt. Meine Freundinnen haben wahrscheinlich x-mal das Gleiche wieder anhören. Aber ich habe einfach immer gemerkt, wirklich den Trost im Herzen, den Frieden ins Herz zurückgeben, das hat mir eigentlich der Heilige Geist. Das hat er können. Das hat nur er können. Und er hat mir den Trost gegeben, dass ich auch schlafen konnte, dass ich auch für die Kinder da sein konnte. Klar, die Kinder hat natürlich geholfen. Einfach immer aufstehen, für die Kinder da sein, ich koche, Alltag. Struktur, einfach der normale Alltag. Und nachher dann einfach wieder ins Leben zurückgehen, genau bewusst dort hingehen, wo wir zusammen waren. In den Laden, wo ich immer mit dem Paddy war, in das Restaurant, wo ich immer mit ihm war. Einfach so bewusst mir das Leben zurückholen, bewusst entschieden, weiterzuleben. Ja, das hat mich auch begeistert. Wir haben ja viel jetzt miteinander austauscht in dieser Zeit von der Vorbereitung. Und es hat mich begeistert, wie du gesagt hast, wie gesagt, mit Jesus zusammen erobere ich mein Leben wieder zurück. Genau. Oder? Das ist so auch das unaufhaltsame grosse Gott, der da mit dir an der Seite war, in diesem Eroberungszug von das Leben geht jetzt für mich weiter. Genau. In diesem bewussten Entscheid. Das hat mich extrem beeindruckt. Ja, wie hast du können, wir haben es vorher von herausfordernden Situationen gehabt, wir alle kennen herausfordernde Situationen, aber das ist so wirklich top of the top, etwas vom Schlimmsten, wo man muss oder jemand kann erleben kann. Wie hast du mitten in dem hinein auch Gott festheben? Weil es war eben nicht das Konzert in Nizza, das er in dem Moment ausgelöst hat. Das war eine schlechte Band und irgendwo in einem muffligen Keller. Also im übertragenen Sinn. Aber wie hast du trotzdem wissen, dass Gott groß ist und an ihm festheben? Ja, also einerseits durch das, wie er uns dort durchgeführt hat, wie er auch den Paddy geführt hat, wie der Paddy ruhig durch das durchgehen. Aber auch etwas war, etwa circa einen Monat bevor der Paddy gestorben ist, da GVC-Konferenz und ich bin da im Worship gestanden
und man hat wirklich gesehen, jetzt kommt es nicht mehr gut. Gott hat nicht eingegriffen, Chemo nützt nicht mehr. Wir sind am Entscheiden gewesen, nicht mehr Chemo zu machen. Und ich bin einfach frustriert gewesen. Und ich habe das Gott gesagt. Und warum jetzt? Und ich habe gemerkt, in dem Moment, in dem Worship, bin ich an dem Punkt gewesen, wo ich entscheiden musste, ja, will ich jetzt weiter mit Gott gehen oder nicht? Oder ist mir jetzt, ja, bin ich jetzt einfach dann auch frustriert und enttäuscht? Und ich habe in diesem Gedanken habe ich gerade wie gemerkt, nein, ich will jetzt nicht Gott auch noch verlieren. Dann nachher habe ich auch 2 Löcher im Herzen nachher. Und habe mich entschieden, mit ihm erst recht weiterzugehen, erst recht, wo ich ihn brauche. Und gesagt, ja, dann musst du mir aber Kraft geben. Ja, so einen Deal gemacht mit ihm in dem Moment. Ja, sozusagen, ja. So gut. So gut. Hat Gott durch den Tod von deinem Mann, kannst du das heute so aus der Retro-Perspektive auch sagen, können auch wirken, speziell in deinem Leben oder vielleicht auch sogar im Leben von anderen, durch das, was passiert ist? Ja, also ich habe natürlich viel einfach Gott dann als Felsen erlebt für uns beide. Und es ist schon so gewesen, das hat man natürlich dann auch gemerkt, das haben auch Leute gefragt. Uns ist dann eigentlich als Familie am Anfang schon schlecht gegangen, aber dann relativ bald haben wir wieder normal alles gemacht, was man so macht im Leben. Und ich kann auch wieder lachen, ich kann eigentlich immer lachen. Und dort haben die Leute schon gefragt, da habe ich auch gemerkt, im Geschäft oder wo es auch war, wie ich das kann. Und dort habe ich gemerkt, dort bin ich einfach eine Ermutigung gewesen, auch für andere Leute. Auch jetzt noch, wenn ich Leute kennenlerne oder ja, wenn Leute durch etwas Schweres durchgehen, ich weiss, wo sie sind und ich kann mitfühlen. Und ich weiss, es ist, ja, Gott ist da. Und das gibt auch vielen Leuten, wenn sie das hören, einfach eine gewisse Zuversicht, eine Ermutigung. Extrem, ja. Du bist wie ein lebendiges Zeugnis, oder? Wo da wirklich in Aktion das lebt, nicht nur in der Theorie. Es ist mega begeisternd. Du bist ja eben in der GVC Bassersdorf, ich habe es gesagt, auch im Gemeindeleitungsteam dabei, auch schon zu dieser Zeit sehr aktiv gewesen und hast mir gesagt, du hast nur einen kurzen Break mal eingeschaltet, wo es wirklich dich die Heide dann auch mehr gebraucht hat, aber bist sehr, sehr schnell wieder voll auch in Dienst aktiv eingestiegen. Du bist einmal auch noch ab und zu hinter dem Piano im Worship tätig gewesen und eben in der Gemeindeleitung. Wieso ist es dir dann so wichtig dich aktiv in die Kirche einzubringen? Ich denke jetzt, es hat jeder das Verständnis, dass jemand, der gerade den Mann verloren hat oder in so einer schwierigen Situation drin steckt, alleinerziehend mit Teenager, vielleicht sagt, du weißt was, Kirche, Engagement ist schön und gut, mache ich dann wieder in 10 Jahren, wenn ich ein bisschen Luft habe und das alles komplett unter den Füßen. Aber du hast gesagt, nein, das ist mir wichtig, ich will das machen. Wieso? Ja, das hat mit der Identität eigentlich zu tun. Ich habe kurz nachdem der Paddy gestorben ist, habe ich eigentlich zuerst Mühe gehabt mit dem Wort Witwe. Ich habe mir so ein Bild gemacht, so eine alte, einsame Frau oder irgend so etwas, wo ich mich nicht damit identifizieren konnte. Und ich habe dann in einem Worship habe ich von Gott wirklich wie die Krone gesehen und habe gemerkt, ich bin immer noch ein Gotteskind, ich bin immer noch seine Tochter, ich bin immer noch Christa, ich habe immer noch meine Begabungen, meine Leidenschaften und ich kann immer noch Christa sein. Und zum Christa sein gehört das dazu. Das ist meine Leidenschaft, Kirche. Einen Ort zu haben, wo Leute Gott kennenlernen können, wo Leute wachsen im Glauben, wo Leute verändert werden können. Und wenn ich das jetzt nicht mehr hätte können, irgendwie zeitlich oder nervlich oder so, das hätte mir, glaube ich, auch noch gerade den Rest gegeben. Und so habe ich eigentlich einfach nach einer Zeit natürlich alles ein bisschen überlegt, wenn ich was wieder machen kann, zeitlich. Ziemlich schnell wieder zurückkommen. Es hilft auch, gerade im Ministry-Gebet, das ich auch mache, einfach können von sich wegschauen, einfach für Leute da sein, nicht in seinem eigenen Ding hineindrehen. Das ist mega ermutigend. Durch deine positive Art, die man auch jetzt gespürt in dem Gespräch noch schon und in den Gesprächen, die wir auch schon geführt haben, das hat mich extrem begeistert. Ich habe so viele Leute, glaube ich, in meinem Umfeld im Vornherein erzählt, wir müssen dann unbedingt hören, es ist so eine lässige Person.
Durch deine positive Art bist du wirklich ein Vorbild. Du hast gesagt, du kannst ein Licht sein, auch am Arbeitsplatz, in deinem Alltag rein, ein Zeugnis. Und wie ist es jetzt für euch heute so als Family? 4 Jahre nachdem der Paddy heimgegangen ist zu Jesus, als er gestorben ist. Wie schaut ihr da in die Zukunft? Ja, also wir sind natürlich als Familie sehr fest zusammengewachsen. Es hat uns zusammengeschweißt. Wir hatten eine sehr lässige Zeit gehabt, ich und die 2 Mädchen, wo man durch Höchst und Tiefs natürlich zusammengegangen ist. Sonst haben wir das normale Familienleben. Die Kinder haben ihre Schule und ihre Teenager-Themen. Ganz normal. Ich geniesse das Leben, absolut. Ich weiss, vor 2 Jahren waren wir in Israel und dann sind wir so den obligaten Besuch bei der Klagemauer machen. Es war mega heiß und ich dachte, ich armes Würstchen gehe jetzt an die Klagemauer klagen. Und dann bin ich dort hingegangen und habe dann Gott das vor die Füße gerührt. Ja, eben, dass ich jetzt den Paddy nicht mehr habe, mal richtig wieder klagen will. Und dann ist eigentlich mit drin in mir so die Dankbarkeit einfach wieder aufgestiegen für die Ferien, für das Leben, für alles. Und ich habe eigentlich nicht mehr geklagt, ich habe einfach nur Danke gesagt. Wow. Dann die Klagemauer mal etwas anderes gehört. Ein Sturm von Dankbarkeit. So gut. Genau. Christa, es gibt auch viele Leute da rein, die eben selber sicher durch etwas Schwieriges durchgehen. Wie Steffi gesagt hat, wir alle kennen Herausforderungen, aber vielleicht auch einfach ganz nahe oder Leute kennen, die durch sehr schwierige Situationen durchgehen, vielleicht etwas Vergleichbares ein bisschen, wie du erlebt hast. Und dann ist es ja manchmal als jemand, der nebendran ist, auch schwierig, wie geht man damit um? Was soll man machen? Wie soll man sich verhalten? Kannst du jetzt uns da wie noch, vielleicht, wie du es persönlich erlebt hast, einen Tipp geben, wie man das am besten macht oder was dir einmal geholfen hat oder euch als Family? Ja, das ist natürlich sehr, sehr individuell, oder, was jemand gerade braucht. Es gibt auch verschiedene Phasen jetzt bei uns. Aber was uns oder mir jetzt persönlich eigentlich recht geholfen hat, das ist einerseits die Anteilnahme, dass wir einfach mit allen Leuten reden, in der Kleingruppe immer wieder reden, beten. Und dann sind es auch die ganz konkreten Angebote gewesen. Eine Frau ist zu mir gekommen und hat gefragt, Christa, wenn ich dir die Wäsche machen soll, sagst du mir's, gell? Oder dort, wo der Paddy dann vor dem Geburtstag war und ich keine Nerven hatte, zum Geburtstagsfest zu organisieren, hat jemand gesagt, soll ich euch ein Geburtstagsfest organisieren? Dann haben sie dann da zusammen schöne Fete organisiert. Viele haben den Kind geschaut, mit einem Aufzug gemacht. Einfach also all das, die kleinen, konkreten Sachen, aber einfach immer so, wie wir es halt gebraucht haben, wie es uns genützt hat, weil wir haben auch ganz viel Zeit einfach für uns allein gebraucht. Ja. Also auch dann ein Nein vielleicht mal akzeptieren, wenn jemand sagt, du jetzt kannst den Sonntagstopf selber essen, wir brauchen den und wenden gerade nicht. Ja, absolut, ja. Genau. Okay, ja. Du, jetzt noch ganz zum Abschluss, frage ich dich etwas, das weißt du nicht einmal. Wenn ich mit dir rede und du so da sitzt, habe ich auch das Gefühl, das ist einfach eine heillose Optimistin, das ist einfach so eine starke Powerfrau, aber was ist das in dir, wo dich heute so da sitzen mit dieser positiven Ausstrahlung, trotz all dem, wo du durchgegangen bist? Ganz schwierig zu sagen. Es ist irgendwie, vielleicht ein Stück weit ist es naturell. Freude am Leben, die ich habe. Das ganze Umfeld. Aber einfach Gott. Gott als Felsen. Immer wieder. Einfach, es geht mir auch nicht immer gut. Und dann einfach immer wieder wissen, ich gehe in mein Zimmer, dort ist in die Ruhe zu Gott. Und dann komme ich den Boden wieder über unter den Füßen und dann habe ich wieder den Frieden und dann kann ich wieder rausgehen. Wow, mega ermutigend, um auch selber mit unserem unaufhaltsamen Gott weiter unterwegs zu sein. Danke dir vielmals, Christa, hast du so ehrlich mit uns aus deinem Leben geteilt und uns Anteil nehmen lassen an deiner Geschichte, an eurer Geschichte als Familie. Danke dir vielmals. Bitte.